klein, die best op mij veel. Gott der klein, du bist mächtig. Gott der klein, du bist Neues ja nur von mir. Jesus, mir fehlt dort um dich. Du hast nicht allmählich vor dir, Gott. Du hast nicht allmählich. Du hast nicht allmählich vor dir, Gott. Du hältst die Welt in der Hand. Du hast nicht allmählich vor dir, Gott. Du hast nicht allmählich. Du hast nicht allmählich vor dir, Gott. Du hältst die Welt in der Hand. Gott der klein, du bist mein Heiland. Gott der klein, du bist dort, wo mir fehlt. Gott der klein, du bist mächtig. Gott der klein, du bist Neues ja nur von mir. Jesus, mir fehlt dort um dich. Neues ja nur von mir. Jesus, mir fehlt dort um dich. Gott, kom, bekend, be mig en fäng fred, unendlich, fällt alles weit, in dine häng, fäng ich mig tröst. Gott, mir fehlt dir, oh, mir fehlt dir. Jeder Stund, mir fehlt dir. Meine Sicherheit, Gerechtigkeit, oh Jesus, mir fehlt dir. Wo sind das will, es mir genug, in wo du bist, es gute Weg, hat wo du bist, du siehst Fried, Herrlichkeit, bist du in mir, jo wo du bist, du siehst Fried, Herrlichkeit, bist du in mir. Gott, mir fehlt dir, oh, mir fehlt dir. Jeder Stund, mir fehlt dir. Meine Sicherheit, Gerechtigkeit, oh Jesus, mir fehlt dir.
meine Tränen ab. Du siehst die Wunde und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf und es gleitet hin zu deinem Herzen, Herr. In mir wächst dein Lob, steigt wie auf Flügel auf. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Ik wil jullie alle welkom heten hier en bedanken dat jullie gekomen zijn voor Johnny en Benita en ihre Familie, zum onze Städten in deze tijd. So viel meer Dankeschön für Zeit nehmen und hier ankommen, jullie live bewiesen, jullie onze Stattung bewiesen vereint. Het is veel wert. Ik wil ook de welkom heten wat aan internet kijken doen op den livestream. Je zijn ook welkom. Dankeschön für Zeit nehmen jeden Tag. Zum unseren Städten und zum Mitmachen. Wenn wir durch so eine Zeit aus das gehen, dann ist es wichtig, dass wir weiten, dass Gott ist uns treuster. In alle Leben. Und so ein Vers in Matthäus Kapitel 4, Vers 4 sagt es steht, seilig sind die treurig sind, welches end soll getreust worden. Gott ist uns treuster. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4 sagt es steht, ich lobe Gott, den Vater von unserem Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der ohne eng trösten det. Er sagt wieder, er tröst uns in all unsere Troubles. So können wir andere in ihre Troubles auch trösten. Wir trösten ihn mit den selben Trost, den wir von Gott gekriegt haben. Und so wies uns hier ein Bild, dort uns fehlt alle an Trost.
Manchmal sind wir in so einer Lehre, wo wir den Nächsten trösten und manchmal sind wir in so einer Lehre, wo wir selbst Trost fehlen. Und so Gott ist da, was uns trösten wird, nu können wir wieder den Nächsten trösten. Und das, was wir wollen tun für uns als Familie, zum in einer Stattung sein und zum ihn trösten. So ist Gott tut. Wenn wir in so einer schweren Zeiten sind, dann ist es wichtig, dass wir wissen, was unsere Hoffnung ist. Dass wir wissen, was unsere Zukunft ist für die von uns, die am Herrn sind. Und das dort wissen, unsere Hoffnung, das wird uns viel Trost gibt in so einer Zeit steht. Ich denke an eine Geschichte von einem Mann, er lebt in den 18. Jahrhundert, das ist eine wahre Geschichte. Sie nehmen wir Horatio Spafford. Und er wird ein Mann, er lebt in den States, in Chicago, in den 18. Jahrhundert. Und er ging eine schwere Zeit durch in sein Leben. Und er ist ein Beispiel für uns, wo wir können durch eine schwere Zeit gehen. Und so er wird ein Lehrer in der Kirche, er wird auch ein Lehrer in der Stadt. Und er wird ein Mann, der viel hat, er wird ein reicher Mann. Und er hat viel Land gekauft, wo die Gebiete werden in der Stadt, in Chicago, in den States. Und dann in 1871 hast du einen großen Feuer, wo durch die ganze Stadt kommt und verbrennt meist alles, was das Mann durch ihnen tut. Und so er ging eine sehr schwere Zeit durch, wenn dort dann das selbe Jahr, ein klein bisschen Luther, das selbe Jahr, das Mann hat 4 Jahre schon jung, der hat 15, aber der hat 4 Jahre schon jung durch Mank. Und der Junge, der wird krank und der stirbt an der Fieber. Das selbe Jahr. Und so er geht eine große Tool durch. Und aber er ist ein Mann von Glauben und so er hält sich fest an Gott. Ein paar Jahre nur, in 1873, entschließen er und seine Frau, dass sie wollen in England reisen mit einem Schiff. Und wollen ein bisschen Vacaciones haben, sie wollen mit einem Prediger mitreisen, was sie kannten zu der Zeit. Und so, sie haben alles reut, sie haben ihre Tickets gekauft, sind reut mit dem Schiff losfahren. Und an den Tag Verse wegfahren, dann kriegt das Mann nur recht, dort er wird mit hängen bleiben, wenn es wässert von seinem Land und all das, was verbrannt wird. Dort fehlt nur durch zu arbeiten bei der Staatsregierung. Regierung steht und das kriegt nu, was er dort macht, und wenn er dort nu nicht tut, dann hat er ein Schaufdinger Spratz. So sie merken über dem die Entscheidung, dass die Früh und die Kinder, die waren verab, und er wird dann so schön als er kann, kommt er dann noch heran. So das, was sie tun, die Früh und ihre Feier, kleine Dächter, die kriegen mit dem Schiff ab, und sie sind weich nach England, er bleibt träge und schafft. Und dann auf einmal kriegt er eine Nachricht. Und er hört, dass der Schiff, wo seine Früh in Mialis boven werden, das ist ein Accident gewesen, das ist jenen anderen Schiff gefahren, auf dem Meer, und es sind viele Todes, die es gegeben hat. Und dann auf einmal kriegt er eine Mensage von seiner Früh geschickt, dann deuten sie bloß Karte, wenn sie keinem sei dir, sie schickt 2 Wörter zu ihm, und sie sagt, ihr Rat allein. Seine Früh wird ihr Rat allein. Seine Feier dachten 11 Jahre, 9 Jahre, 5 Jahre und 2 Jahre, alle dood, alle gestorben. Und so heißt es, alle durchgegangen, bijna 2 Jahre, hat er 5 Kinder verloren, ein großes Part von seinem Haben gehabt. Er hat bloß eine sehr schwere Zeit durch. So schön ist er mit seinen Dingen vor sich, er ist auf dem Schiff und er reist auf nach England, um seine Frau zu treffen. Und er fragt, dass der Schiff vorne hat, dass die Antwort sein, wenn sie más o menos bei der Stadt sind, wo sie glauben, dass seine Dächtern gegangen sind. Und als sie dann überfahren, dann ab den Schiff, dann schrift er ein kleiner Poem. Und das wird er schrift. Wo er auf Englisch lesen, dann wird ich dort auf Deutsch sein. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Hij sagt, wenn ich eine Zeit sehe von Fried, und wo das aus ein Riefer schält in mein Leben, der Fried von Gott. Oder wenn ich eine Zeit sehe von Sturm, wo die Trühe
mir overkæmpt zoals walen en meer. En don't wo ik zie en wat ik derg go. Ik kon zijn, du hast mir geleerd te zijn, God. Tot ik zijn goud. Ik word het derg meer. Dit poem wat hij doorschrijft, dit is een lied geworden wat ons veel bekend is. Op Hochdeutsch zingen we mir ist wohl. Dat is het lied wat hij doorschreven heeft. En zo hij wijst ons door dat we als christen, we hebben een hoopning wat grater is, wat widerreekt, als bloos de true wat we ver ons zijn. We gaan durch diepe tijden, schwere tijden. En over de hoopning, wat deze man had, de hoopning in Jezus, die wird grater als de true wat ver aan wird. En ja, am dat wij. En ja, hij wil zijn familie tragen. Maar hij zegt, God, ik hou me vast aan die. In paar vers Luther in datzelfde Leid schrift hij wieder. En hij redt nu van den dag, wo Jezus wordt terugkomt. En hij zegt, door haar, dat voor die en diene ware kom, wat we leren. Hij zegt, den Himmel, niet den Graf, is ons ziel. En dat is wat we moeten ver ons houden van der en zo'n dag als dit. De Himmel, nicht den Graf, dat is ons ziel. En ja, viele von uns, vielleicht alle, wir wollen durch den Graf gehen, aber das ist nicht, wo es abhört. Das ist nicht ons Ziel. Das ist nicht nur, was wir kicken down. Wir kicken nur den Himmel und die Hoffnung, die wir haben in Jesus. Das wird diesen Mann halten dort und das wird uns halten dort. Und so eine Tag aus von der, so eine Zeit aus dort, wo wir eine Person, die nur uns als gewast, verloren haben. Die Hoffnung, die bloß in Jesus ist. Das sind so eine Zeiten aus dit, wo wir die Gelegenheit haben, eine Entscheidung zu nehmen sein. Ich will nicht leben bloß mit was ich sei. Ich will nicht leben bloß mit was ich fühle, diese Video. Aber ich will leben in der Hoffnung, in den Glauben, was wir haben in Jesus. Und dann, dass ich dort alle begreifen kann. Wir haben nicht die Antworten für all die Fragen, was wir haben in so einer Zeit aus dit. Aber wir sagen, ich will mich festhalten an Jesus und so ist das Mann sieht. Wann ich durch gute Tiden gehe und wann ich durch schlechte Tiden gehe. Gott, du bist mein Gott. Und ich halte mich fest an die. So ist es seht, wir haben viele Frauen manchmal in so einer Zeit aus dit. Und haben nicht unbedingt Antworten für die alle. Aber ich glaube, eine wichtige Frage, die wir haben, wo ich glaube, wir eine Antwort für haben, ist, was hat es gegeben mit Hadassah? Wo ist sie? Und so ich glaube, wir können in der Bibel nachchecken, ich dachte, ich würde ein paar Versen hier rausheben, wo uns eine Antwort geben können für so eine Frau. Und um so eine Frau beantworten, ist es wichtig, dass wir Gott sein Hort in besser kennenlernen. Wo denkt Gott? Wo fühlt er über Menschen? Und in Matthäus Kapitel 18, Vers 1, lesen wir so steht. Und die Zeit kam die Jünger in Jesus und frühen. Wer ist der Größte im Himmelreich? So sie haben eine große Frau und sie wollen in den Himmel reden. Und aber Jesus sagt hier das Wort. Und Jesus raubt ein Kind und sieht dort Mettenmank und sah den Kind dort Mettenmank ernten seht. Ich sage euch das Wort, wenn ihr nicht umkehren und so wollen aus den Kindern, so wollen ihr nicht in den Himmelreich hineinkommen. Wer sich so gering stellt aus dem Kind, ist der Größte im Himmelreich. Wer ein so ein Kind abnimmt in mein Namen, der nimmt mich selbst ab. Und so Jesus bringt ein Kind dahin und er sagt, was ist die Kinder? Sie wollen weiten, wer wird der Größte sein? Wer wird die meiste Macht haben? Aber er sagt, die Kinder, kick nach die Kinder. Dort soll sie so sein. Jesus sagt, seht, ich gleich die Kinder. Er sagt, der Himmelreich ist für so eine Ostet. Wenn ihr ein Kind annehmt, dann nehmen wir mich an, seht ihr. Und dann gibt er uns hier noch ein Vers wieder, Vers 6. Und hier können wir hören, was Jesus wichtig ist. Er sagt, wer aber ein von diesen Kleinen, der an mich glauben, zu voll bringt, für den wird es besser, wenn ein großen Stein Holz gehangen wird und dann in tiefsten Meer versäubt. Wir würden sagen, wow, das ist ein strenger Wirt.
Aber Jesus hat strenge Wert für Dinge, die am wichtig wären. Kinder. Und er sagt, wenn jene Kinder kommen und die zu fallen bringen, er sagt, dann will er die. Wenn es arm sind, Kinder wichtig. Und uit dit hebben we zien wat hier en wat van een lijf hij had voor Kinder. Wir lesen wieder in Markus Kapitel 10, Vers 13. Nach einer steht, wo wir mehr von Jesus lernen, was er denkt über Kinder. Dann brachten sie kleine Kinder nach Arm, ganz kleine Kinder. Vielleicht so klein ist, was sei wird. Dann brachten sie kleine Kinder nach Jesus. Dort er die Hänge ableihen soll. Die Jünger aber schulden die, sie schüben die weg, was die Kinder brachten. Aber als Jesus dort sagt, was die Jünger deuten, wird er sehr unzufrieden, sagt er. Jesus wird sehr unzufrieden, wenn sie so wollen die Kinder bringen, und diese Jünger halten die auf. Und er sagt zu den Jüngern, lass die kleinen Kinder nach mir kommen, und halt die nicht zurück. Weil so eine Grut gehiert dort Gottes Reich. Krijgt so eine kleine Kinder, da gehiert dort Gottes Reich, sagt er. Ich sage Ihnen die Wahrheit, wer dort Gottes Reich nicht so abnimmt als ein kleines Kind, was er niemals nennen kann. Und er nimmt die Kinder ab in seine Arms, er lädt ihn die Hänge ab und er sehnt ihn. Hier sehen wir, was Jesus sein Hort ist für die kleinen Kinder. Sagt, er nimmt die ab der Schoot sozusagen, am Pfoten. Er lädt Hänge ab die Kinder und er sehnt ihn. Und ich glaube, dass Jesus steht nicht bloß dann, die kleinen Kinder ab der Schoot nehmen und die segnen. Er hat von der ersten Tag kriegt so gut. Und wenn ich so eine Forschung aus dit kicken, dass ich mir eine Sicherheit, eine Hoffnung, dass wir weiten, wo das ist. Und wie kann sein, Zeit hier bei ihr, die 3 Wochen, gut Eva, da wird eine schwere Zeit für ihr. Sie kämpft für Leben. Einen kleinen Körper schafft, so sei es können. Sie muss alle Hand durch bei der Hospital. Aber von der hat sie den Kampf nicht. Von der kann sie auf Jesus in der Schoot setzen. Er nimmt die Hänge und leicht Hänge ab ihr und sehnt ihr. Er nimmt er an, er sagt, lass die kleinen Kinder an mich kommen. Das gibt meine Sicherheit, das gibt meine Friede, dass wir weiten, wo sie ist. Sind nicht mehr Schlee, sind nicht mehr Nudeln, sind nicht mehr Hospitals. Nu sind geheilt. Nu schafft nie ein Körper, was sie nu haben, ganz fein. Wir können uns nicht alles vorstellen, wo dort geht, wo laat oder wo groot ist sie, wo ist es alle am Himmel mit Wir weten all diese Dinge nicht, aber wir weten, dass dort eine Gaude steht, wo sie nicht diesen Kampf wieder drehen dürfen. Und wo sie nie Frau kann sein. Wir sind in Jesaja Kapitel 11. Wir haben eine Beschreibung von dem Himmel hier. Jesaja Kapitel 11, Vers 6. Und er redet hier so steht. Er sagt, die Wilf und die Lama wollen friedlich taub leben. Der Leopard wird mank die Kosen liegen. Und die kleine Kind wird Kalver und junge Läfs und Mastvieh alles taub in eine Herd gehen. So die kleinen Kind du mank all diese Tiere. Die Kuh und die Bohr werden taub grusen. Und ihre Junge werden taub liegen. Die Leib wird Stroh fressen aus der Aas. Er sagt, dort Baby, wird dich bei, dort Schlangen spielen, dort nicht ihr Kind, wird seine Hand durcheinstecken, du wird kein Schuden oder verdorben, ab mein ganzes heiligen Bauch sein, sagt der Herr, und so aus Wutter der ganze Meer bedeckt, so wird das ganze Land Verständnis vor dem Herrn, ein Verständnis vor dem Herrn sein. So wir haben ein Bild von Himmel. Und du sind alle Tieren, und du bist ein kleiner Junge, er spielt mit den Tieren. Und dann sagt er, du bist ein kleiner Baby im Himmel. Und der spielt du, und aber du hast kein vor. Der wird nicht weiter durchkriegen. Der wird nicht weiter tun wollen. Das ist ganz sicher, das ist auf eine sichere steht, auf eine Frau steht. Das ist das Bild, was er uns hier malen hat, von wo der Himmel wird sein. Und so wir wissen, dass der Himmel ist eine Stadt für Kinder.
Der Himmel ist eine Stadt, wo Kinder spielen. Wo die sicher sind. Wo die nicht Weide haben. Wo die nicht Krankheit haben. Und dort jaft uns von der Hoffnung. Wir freuen uns manchmal, wo wen passiert so das dort. Gruß mit dem Leben angefangen und uns durch. Dat Gott nicht gut. Die Antwort für die Frau fing wie auch in der Bibel in Jesaja. In Jesaja Kapitel 64, du hast noch eine steht, wo er von Himmel reden dat und wo das wird sein. Und hier wird sein dat. Jesaja 64, Vers 20. Er sagt, dort wird nicht mehr passieren, dort ein Kind mal ein paar der lebt. Du sollst Gott sein Hort, über so eine Dinge aus der. Wird Gott sein wählen, dort sei so jung gestorben dort? Dort wird nicht Gott sein vollkommener wählen. Gott sein vollkommener wählen soll wie im Himmel. Wo das du es. Und so ist es hier seht, dort wird nicht mehr passieren, dort ein Kind mal ein paar der lebt. Dort ist Gott sein Wähl. Dort ist sein Hort. Und aber wir weiten, wir leben hier auf einer verbreiteten Welt, wo Sinn ist, wo Weide ist, wo schlechte Dinge sind. Du willst passieren, so eine Dinge aus der, aber es ist nicht, was Gott will. Und er hat einen Plan taub geschafft, um uns zurückbringen, was da steht, wo das wird niemals mehr passieren. Wo wir niemals mehr wollen Begrafnis führen von 3 Wochen alt Baby. Sein Plan ist uns durch Hand zu bringen. Sein Plan ist uns den neuen Leben zu geben im Himmel. Und an jeden Tag, wenn er zurückkommt, dann kriegen wir die volle Hoffnung, wo wir dort sein und wo wir dort beleben. Und so das ist Gott sein Hort. Das ist Gott sein Hort. Und so wie sein dort, Jesus läuft Kinder. Jesus nimmt Kinder auf die Schaut. Jesus leicht hängen auf die Kinder und sehnt ihn. Jesus ist unzufrieden, wenn Menschen die Kinder von ihm wegholen. Und Jesus ist sehr unzufrieden, wenn Menschen Kinder schlachtet und down. Wenn es läuft, Kinder. Er will die Kinder bei sich haben. Wenn diese Dinge, wenn diese Forschen, sind wir uns sicher dort, sei es mit Jesus im Himmel. Jesus läuft die kleinen Kinder. Wir singen leider in der Sinnerschule, als wir abwaschen, und some von den Leuten, die können mir frischen Gedanken über die letzte paar Tage, wenn wir so eine Zeit aus das durchgehen. Und es sind Leute, die davon reden, von wo Gott uns ist. Ein Leid, was wir, glaube ich, alle kennen, dort sagt, dass Jesus läuft die kleinen Kinder. Alle Kinder auf der Welt. Rot und geel und schwarz und wit. Alle sind so viel wert. Jesus läuft die kleinen Kinder auf der Welt. Jesus läuft die kleinen Kinder und Jesus läuft Hadassah. Wir wollen noch ein Lied hören von einem von diesen Leuten, was wir mit kleinen Kindern taub singen, das Lied heute, Jesus loves me. Und das ist ein Lied, was Johnny und Benita auch manchmal versingen, als sie im Hospital wären. Und sie können antworten, dass sie warten an, dass du jing something on. Sie können es vernehmen. Und es spielt sich so, dass sie gleich dort. Und so, wir wollen das Lied nie durchhorchen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me,
würde ich Sarah Hebert abkriegen, zum ein bisschen von den Lebensbezeichnissen Geschichte vertellen. Nur das, wo wir ein Poem hören. Hadassah Faith wurde den 24. August 2018 5:52 p.m. in Cuauhtémoc geboren. Sie war 1 Kilo, 630 Gramm und 43 Zentimeter lang. Sie war 8 Wochen zu früh geboren. Als sie geboren war, weinte sie gleich und sie nahmen ihr in eine andere Stube. Es nahm nicht lange, bis der Doktor uns informierte, dass sie ein Problem hatte. Das hieß Atresia de Esophago. Sie sagten uns, dass sie ihr hier nicht helfen konnten. Johnny konnte ihr sofort sehen, nach der Operation und ein paar Mal mehr den Tag. Den nächsten Tag konnte Benita zum ersten Mal nach Hadassah gehen. Sie gaben ihr in Benita ihre Arme und das war das erste Mal, dass sie ihr wundervolles Baby halten konnte. Jetzt wussten sie schon genau, was der Esophago war und hatten schon Spezialisten in Chihuahua gefragt, ob sie ihr den nächsten Tag operieren konnten. Am Sonnabendabend konnte Benita Hadassah halten, bis der Ambulanz sie holte. Sie musste ihr Baby gehen lassen, ohne zu wissen, ob sie ihr noch einmal lebendig sehen würde. Es war 6 p.m., als Johnny musste seine liebe Frau da lassen mit seiner Tochter in der Ambulanz mitfahren nach Hospital Angeles, Chihuahua. Etliche Familie blieb bei Benita in Cuauhtémoc und etliche fuhren nach Chihuahua mit Johnny zusammen. Nach einem Check-up in Chihuahua sagten sie uns, dass sie hatte 30% Chance, es durch die Operation zu machen. Die Nacht konnte Johnny seine Prinzessin zum ersten Mal halten. Johnny sagte ihr, wie sehr Mami und Daddy ihr liebten, und sie lächelte sehr. Er fragte ihr, ob sie würde stark bleiben für Mami, und sie versprach, mit dem sie ihr Daddy seine Finger drückte und ihm einen großen Lächeln gab. Das war das letzte Mal, was sie ihr halten konnten. Nach der Operation konnten sie ihr nicht einmal halten. Am Sonntag 8 Uhr konnte Johnny zur Operationsstube gehen und ihr noch einmal sehen. Die Operation dauerte 4 Stunden, aber sie warteten 5 lange Stunden, bis der Doktor sagte, dass die Operation gut ausgefallen war. Gott gab ihr 100%. Diesen Tag war Benita endlich 2 Uhr bis Hospital Angeles. 4:30 Uhr konnten Benita und Johnny ihr Baby endlich wieder sehen. Sie konnten ihr 3-mal den Tag für eine halbe Stunde sehen. Sie tat gut und sie nahmen den Oxygenotub heraus. Aber sie mussten den bald wieder hinein, weil ihre Lungen zusammenklappten und die Doktoren sagten, dass ihre Nieren nicht funktionierten. Den nächsten Tag arbeiteten die Nieren wieder ein bisschen. Nach diesem war es auf und ab. Sie waren etliche Tage bei Hospital Angeles und nachdem sie nach Hospital Infantil de Especialidades gebracht war, gaben sie ihr Medizin für die Nieren und sie fingen an, viel besser zu arbeiten. Aber am 13. September gaben die Nieren auf und funktionierten nie mehr. Sie konnte nicht den Dialysis brauchen, weil sie war zu schlecht ab. Am 15. September 2 Uhr am telefonierten sie Benita und Johnny, dass Hadassah Faith sehr schlimm war. Benita und Johnny konnten ihr ein letztes Mal sehen. Sie gab nicht auf, für ihr Leben zu kämpfen, bis ihre Mami und Daddy sagten, dass sie konnte heimgehen nach Jesus. Sie gab nicht auf mit Kämpfen, bevor sie bereit waren, ihr gehen zu lassen. Nach diesem war es nicht lange, bis sie nach Jesus ging, um 4:45 am. Das letzte Mal, was sie lächelte, war am 1. September, als ihre Mami ihr sagte, dass sie Daddy seine kleine Nase hatte
und das sie ihr bald mit nach Hause nehmen wollte. Sie war ein sehr starkes kleines Mädchen. Sie war sehr aktiv, wenn ihre Eltern bei ihr waren, und sie liebte es, wenn sie ihre Lieder vorsummten, besonders Jesus Loves Me. Unsere liebe Tochter Hadassah Faith trägt ihre gut verdiente Krone jetzt im Himmel. Sie machte ihre Eltern sehr stolz auf ihr, und sie werden immer ihre 3 kurze Wochen viel schätzen. What makes a mother? I thought of you and closed my eyes and prayed to God today. I asked, what makes a mother? And I know I heard him say, a mother has a baby. This we know is true. But God, can you be a mother when your baby's not with you? Yes, you can, he replied, with confidence in his voice. I give many women babies. When they leave, it's not their choice. Some I send for a lifetime, and others for the day. And some I send to fill your womb. But there's no need to stay. I just don't understand this, God. I want my baby here. He took a breath and cleared his throat, and then I saw a tear. I wish I could show you what your child is doing here. If you could see your child smile with other children and say, we go to earth to learn our lessons of love and life and fear. But my mommy loved me so much, I got to come straight here. I feel so lucky to have a mom who had so much love for me. I learned my lessons very quickly. My mommy set me free. I miss my mommy oh so much, but I visit her each day. When she goes to sleep, on her pillow is where I lay. I stroke her hair and kiss her cheek and whisper in her ear, Mommy, please don't be sad today. I'm your baby and I am here. So you see, my dear sweet one, your children are okay. Your babies are here in my home, and this is where they'll stay. They'll wait for you with me until your lessons there are through, and on the day that you come home, they'll be at the gates waiting for you. So now you see what makes a mother. It's the feeling in your heart. It's the love you had so much of right from the very start. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all
before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Dit is zo weer als we een begrafenis gepland hebben. Ik wil je een klein beetje zeggen, wat we dat van hier weer willen doen. En zo, de grootpapa's worden het zorg fresh eruit en een veel leven aanbrengen. En dan worden de ushers je eruit wijzen. Die worden vielleicht fern aanvangen, hingen de familie. En dan worden ze je eruit wijzen, ga je door bij de zorg voorbij. En dan willen we dat zorg nog eenmaal terug aanbrengen en dan de familie hier zo'n beetje tijd geven alleen, een paar minuten. En dan zal je alle je laten metkomen naar de grafhof. De grafhof is een looffarm, door bij de kerk wordt een looffarm is. Maar je kan ons hingen voeren, wat we ook weer gleichen te doen is. Wanneer de familie hier bijna eerst vorig is en ze eruit zijn om de grafhof voeren, dan willen we dat zorg fresh in de koor nemen, in de dodenkoor. En dan waar we laten den dodenkoor voorop voeren. De familie voert dan hingen den dodenkoor. En dan kan we alle weer met voeren dat. So, wanneer je nu uitgaat, dan kan je even je voertuig vingen en dan leren wat het alle rijdt is te voeren. En dan zei je laat met te komen. Wat we worden vrouwen is dat je worden je flashers aanmerken aan je voertuig. Dat die plinken daar, alle fire. En dan voor we door zo naar de grafhof gaan. Bij den grafhof, dus zo dicht aan de graf, waar we ruim laten voor de ganze familie. En dan daarvan je wat door sentiment in steden kan dan aan de buitenkant de familie zo staat. En du wordt niet in vastbaar zijn, nu dit, zo wanneer we vorig zijn bij den grafhof, dan zijn je in laten te voeren. Waar er veel meer aanschijn van de familie uit. Dat je hier zijn geweest, dat je voor je gebed hebt, dat je in een stad hebt, vielleicht finanziell even, met deze leeuw wat ze zijn doorgegaan. Ik geloof, er wordt nog wieder gelegenheid zijn, dat te doen. En
så van je feilen dat dat worden goede dingen zijn, we worden aanladen en ook dankzij zijn nu al van de familie uit, voor wil je een echt deze tijd halten doen. Door als zo wie dat we hier geplant hebben, ik wil nog een gebed doen. Wanneer we den gebed is vorig gaan, dan kunnen de grootpapas den zo ik eruit en dan worden de ushers je eruit wijzen. God, we komen weer fertig en we danken je voor die een woord in ons leven. Ik dank je dat je ons niemals alleen laat. Dat je ons helpen is met die sterke, reichte hand. Die is ons draaien, wanneer ons tot zo nodig veelt. En we zijn in zo'n tijd waar het veel is. En ik dank je voor dat. Ik bid dat die vrede, wat niet te verstaan is, wordt op de familie zijn, besonders Johnny en Benita. Dat die ons een kracht geven, deze nächste tijd durch te gaan. En je werden geloven dat ze zich kan vasthouden aan die. Dankzij voor dat u ons trooster bent en dat u ons goed bent. Ik bid het in die naam Jezus. Amen. Amen. Autumn leaves are softly falling across the flowers all around. But my heart's as heavy as the storm that lays before me on the ground. And I know God, He's got His reasons. And someday soon He'll explain them all to me. Why you can't stay here with me, and what it is meant to be. You were gone like a rose before it blooms, long before your light could shine so bright. Gone in an instant, in the blinking of an eye. But sometimes God's sweetest angels are chosen to fly. I think about all that you wanted and everything you could have been. Why do we take it for granted, the precious time we have with them? I'll never find the missing piece of this broken heart until we meet again on high, where we'll rejoice in love, sing and carry on. Right now I'm just getting by, 'cause you were gone like a rose before it blooms, long before your light could shine so bright. Gone in an instant, in the blinking of an eye. But sometimes God's sweetest angels are chosen to fly. Sometimes God's
sweet